nächstes Jahr anzutreten. Und da hat man in der Bank, im Bankhaus Schellhammer und Schauter, einen Bankboten gesucht. Habe mir gedacht, naja, bevor ich gar nichts tue, gehe ich mal dorthin. Und jetzt bin ich immer noch dort. Ja, und vor allem nicht mehr Bodenjunge. Ja, vom Bankboten zum Vorstandsdirektor. Jetzt habe ich noch eine Frage zum Bereich Ethik, weil Sie im Ethikbeirat sind. Und weil wir auch, ich weiß nicht, ob das bei euch in der Hack jetzt ein Thema ist, es ist nachher der Uni, beschäftigt man sich damit, es gibt Diplomarbeiten zu diesem Thema, es gibt eigene Seminare dazu. Viele Firmen legen da nicht sehr viel Wert darauf, und bei Ihnen ist das anders. Bei uns ist das anders. Das Bankhaus Schellhammer und Schauter steht im Eigentum der römisch-katholischen Kirche, überwiegend im Eigentum dieser, und es sind Werte immer in diesem Bankhaus eine wesentliche Größe gewesen. Das heißt, die Basis war immer die christliche Soziallehre, also das wirtschaftsgerechte, menschengerechte und gesellschaftsgerechte Arbeiten und Wirken. Also das heißt, man nimmt auf soziale Werte Bedacht, man nimmt auf ökologische Werte Bedacht, im Umgang miteinander. Dieses Thema war zu Beginn bis in etwa Mitte der 90er Jahre überhaupt kein großes Thema. Selbstverständlich, für uns war es alle klar. Ab diesem Zeitpunkt mussten wir dann eine Strukturierung finden, mussten wir dann auch einen Nachweis finden, dass wir so sind, wie wir sagen, dass wir sind. Und da gab es dann einen entsprechenden Prozess, der bis heute fortgesetzt wird und der sich eben in Kriterien wiederfindet, in sozialen Kriterien, in ökologischen und kulturellen Kriterien, die wir in unserer Geschäftstätigkeit, in unserem Anlageverhalten und in unserer Kreditvergabe entsprechend beachten. Das heißt, wir würden einem Unternehmen, das beispielsweise sich gegen Arbeitsrechte oder gegen Menschenrechte richtet, mit Sicherheit keinen Kredit geben, oder wir würden auch hier einem Unternehmen, das in der Atomproduktion steht, auch hier sicher keine Beachtung schenken. Okay, das ist nicht, was ich fragen wollte, wie Sie diese Werte dann im Alltag quasi umsetzen, im Bankalltag, das waren Beispiele. Jetzt muss ich sagen, das ist der erste Vorstandsdirektor einer Bank, den ich kennenlerne. Das freut mich. Was macht man da den ganzen Tag? Ja, diese Frage wird öfters gestellt. Aber ich kann es sehr konkret beantworten. Mein Arbeitstag beginnt etwa so 10 Minuten vor 7. Bin ich im Büro. Der erste Teil des Tages dient dazu, dass ich mir mal die Märkte in Fernost ansehen muss. Wie schaut es aus in Tokio, wie schaut es aus in Sydney, wie schaut es aus in Hongkong, wie schauen die US-Dollar-Notierungen dort aus. Dann versuche ich einmal die Zeitungen zu lesen. Dann wird es schon 8, dann kommt das Sekretariat und trinkt man einen Kaffee. Also Sie haben schon recht, also es geht dann schon auch ganz gut. Und dann folgen Termine, in der Früh erste Besprechungen mit meinen Mitarbeitern, mit dem engeren Stab. Wie schätzt ihr heute die Situation ein? Was liegt an? Das ist ein Ritual, das jeden Tag gepflegt wird. Ich bin für 3 Abteilungen zuständig, also die wechseln sich dann in 20 Minuten Takt ab. Und dann finden bereits Termine statt mit anderen Banken, mit Kunden. Das eine oder andere Mittagessen ist auch dabei. Und ich habe also vorher gesagt, dass wir im Besitz der römisch-katholischen Kirche sind. Das heißt auch viele Kunden aus diesem Bereich. Selbstverständlich. Das ist immer Samstag, Sonntag. Das ist der Nachteil bei dem Vorstand eines Bankhauses, eines kirchlichen Bankhauses, dass nicht am Freitag Mittag Schluss ist, sondern dass man auch Samstag und Sonntag Termine wahrnehmen muss. Also das heißt auch sehr viel Reisetätigkeit zu den Kunden in ganz Österreich. Also so zeigt sich der Tag. Und was ist Ihnen wichtig in Ihrem Beruf? Also was ist das, was ich sage, das hält mich, da bleibt dabei und ich höre nicht auf? Was ist mir wichtig in meinem Beruf? Vor allem ist es die Vielfalt, die sich in diesem Beruf bietet. Bei der Einleitung habe ich also gehört, was man alles machen kann und Wirtschaft. Ich bin einer, der in der Wirtschaft geblieben ist, aus einem kaufmännischen Bereich, einer kaufmännischen Ausbildung, auch in einem kaufmännischen Beruf.
Und ich war wirklich überrascht, wie vielfältig so eine Bank sein kann. Man beschäftigt sich mit Menschen, die Anliegen haben, die eine Hausstandsgründung haben, genauso wie mit Menschen, die ein Unternehmen gründen wollen und eine großartige Idee haben. Also die Vielfalt, die es hier gibt, ist etwas Wunderbares, das man annehmen sollte. Und das Weitere, und das ist sicher ein Glück bei mir, dass ich mich mit Kapitalmärkten beschäftigen darf, also die Neugierde auf jeden Tag, was ist heute Neues, wie muss ich mich heute einstellen, ist eine ganz faszinierende und wunderbare Sache. Das heißt, es ist für Sie viel flexibler, als Sie sich das vorstellen. Es ist sehr flexibel, manchmal auch zu flexibel. Okay, dann sage ich dazu mal Danke, wir können später nochmal singen. Dankeschön. So, unsere nächste Absolventin, das ist die Edith Lischek. Die zeigt uns, wie man das ganz anders aufmachen kann. Nämlich ist sie Sozialpädagogin. Jetzt immer zu leise oder zu laut, ich werde es nicht hören. Sozialpädagogin. Sie hat, glaube ich, nach der Matura probiert mit den Zahlen. Also sie war in kaufmännischer Abteilung als Buchhalterin, aber dann hat sie das Glück, etwas zu finden, was sie bis heute nicht losgelassen hat. Sie war, das ich jetzt richtig sage, von der Ausbildung her, am Institut für Heimerziehung und dann in der Akademie für Sozialarbeit in Wien. Unter anderem hat sie gearbeitet mit Inhaftierten und haftentlassenen Frauen, mit Obdachlosen, mit Langzeitarbeitslosen. Seit 2003 ist sie im Haus Kastanienallee für Wohnungslose, ich glaube, das ist das neue Wort für Obdachlose, ja, wohnungslose Familien zuständig. Frau Lischek, was bewegt einen, so einen Weg einzuschlagen? Gibt es da irgendein Erlebnis oder wie kommt man dazu, sich da in Dienst Das hat jetzt gar nicht viel mit Ideologie oder so zu tun. Ich habe es, wie gesagt, nach der Hack probiert, habe mit Zufall einen super tollen Job bekommen in der Buchhaltungsabteilung, wo ich in 3 Monaten so viel verdiente wie dann wieder. Wenn ich dabei geblieben wäre, wäre es auch toll gewesen für die Fälle. Ich habe nur bewiesen, dass es eigentlich nicht meine Materie ist. Also ich war auf der Suche, was tue ich, und geprägt von Zufällen, naiv aus Mödling kommen, eigentlich keine Ahnung, wer der Sozialarbeiter oder so ist, wenn man irgendwas so Bewährungsfeld war, hat man schon mal wo gehört, es bot sich diese Schule an, weil es irgendwo gelegen hat. Ich habe mich beworben an der Sozialakademie, wurde zwar genommen, aber es war im ersten Jahr kein Platz frei dort, und deshalb habe ich eine Zwischenlösung besucht und habe eine Heimatzieherschule gemacht. Das wäre der jetzige Sozialpädagoge, Erzieher. Ja. Danach die Sozialakademie. Wie lange dauert die Akademie? Zu meiner Zeit noch relativ günstig. Heimerziehung war 1 Jahr, dauert jetzt 3. Die Sozialakademie damals 2, jetzt 4. Auch in recht schneller Zeit geschafft. Dann wusste ich schon ein bisschen mehr über die Aufgabenfelder, was es alles gibt. Ja, aber wie ist dann zum Beispiel der Einstieg nachher? Also natürlich, bei jeder Ausbildung lernt man mal die Materie kennen und es ist immer was anderes, dann in der Praxis tätig zu sein. Aber natürlich ist das, mit Menschen zu arbeiten, die in Not sind, ist natürlich sicher was Schönes, aber sicher auch oft nicht so leicht, damit selber auch zum Beispiel umzugehen. Wie schafft man das? Während der Ausbildung hatten wir die Möglichkeit, relativ viel Praktikum zu machen. Ja. Das war zu meiner Zeit eine sehr, sehr spannende Geschichte, weil also ich habe die Schule in Wien gemacht, und Wien war damals sehr, sehr innovativ. Es hat unglaublich viele Projekte gegeben, es hat unheimlich viele Leute gebraucht eigentlich. Also zum Beispiel in der Homosexuellen-Initiative ein Praktikum gemacht. Nicht nur, dass ich die erste Praktikantin war, ich war die erste Frau dort, was sehr ungewöhnlich war. Ganz, ganz vieles kennengelernt. Man musste auch Praktikum machen, zum Beispiel im Jugendamt, da war ich dann kurz mal in Mödling, wusste, dass auch diese Amtsgeschichten nicht so ganz meine sind. Und es hat irgendwie, also während man diese Ausbildung macht, lernt man einfach viele Leute kennen an der Praxis. Und es war überhaupt kein Problem, einfach irgendwo hineinzuschnuppern. Also man konnte irgendwie zu dieser Zeit, wir reden von 86, alles mal ausprobieren, alles war innovativ, sehr viel ist gegangen, und ich bin hineingestolpert in die Geschichte, eine Wohngemeinschaft zu betreuen, wo hat man das für eine Frauennamen. Relativ beinharter Einstieg ins wahre Leben, also so mit 20 und ein bisschen. So eben, also selber einfach noch. Man würde jetzt 100 Jahre Steine sind vor mir gesessen, und das waren so Kaliber, die man kennenlernt.
Ich bin jetzt schon wirklich was erlebt haben. nur mehr als man verdient sich bei den Sporen, aber es ist spannend. Also ich glaube, die Geschichte, warum ich in dieser Branche geblieben bin, ist, dass einfach, wenn man mit Menschen so nah und oft sehr eng zu tun hat, dass es einfach spannend ist, was da für Geschichten dahinter stecken. Ich habe jetzt nicht so diesen ideologischen Anspruch irgendwie oder auch nicht diese armen Leute. Sicher wäre meine Ausbildung sehr geprägt von, ich möchte die Gesellschaft verändern. Ja. Dann lernt man so die Grenzen kennen. Okay, dann sage ich vorher auch Dankeschön. Wir kommen weiter. Magister Rupert Thiemer darf ich vorstellen. Ja, er hat das Herz auch ans Theater verloren. Kann ein bisschen mehr aufzählen, als ich das kann, muss ich ehrlich gestehen allerdings. Erstens, er hat Germanistik, Geschichte, Philosophie und Psychologie studiert. Und schon während dieser Ausbildung, während des Studiums, war er als Dramaturg, Projektleiter und Regieassistent der freien Produktionen tätig. Und danach war er dann im Festspielhaus in Völten, in der Bühne im Hof, das ist auch in St. Völten. Seine Aufgabengebiete waren umfangreicher, als man sich das nur vorstellen kann. Also er war im Marketing, er war für die Budgeterstellung zuständig, er war im Vertragswesen, im Sponsoring, auch Dramaturg, das ist ja ganz eine andere Seite, da ist man nicht so im Kaufmännischen getraut eigentlich. Und inzwischen heute ist er persönlicher Referent der künstlerischen Leitung, weiterhin Dramaturg und sie kümmern sich um die Projekte vom Landestheater in St. Pölten. Er zum Beispiel war mitwirkend, wie die neue Corporate Identity des Hauses gestaltet wurde. Also ich frage mich, wie ich Ihren Lebenslauf durchgelesen habe, was er eigentlich nicht macht oder gemacht hat. Ich glaube, da gibt es nicht viel. Meine erste Frage an Sie: An was denken Sie, wenn Sie an die Hand zurückdenken im Rückblick? Ich habe ein gutes Gefühl, ich bin in die Haken gegangen, weil ich mir gedacht habe, mit der AHS-Matura, ich bin zwar eher humanistisch interessiert, aber ich habe ganz gerne, wenn ich eine Berufsausbildung habe. Das war so die Basis. Ich habe das Glück gehabt, die Claudia Geisler als Germanistikprofessorin, also als Deutschprofessorin gehabt haben und den Archie Klinger als Religionsprofessor. Und die beiden haben ganz einfach das Humanistische in dieser Schule, abgesehen vom Kaufmännischen, für mich repräsentiert und weitergebracht. Ich war jetzt nicht so wahnsinnig an den kaufmännischen Fächern interessiert, also Betriebskunde hat mich interessiert, also so aber die Zahlen, das hat mich nicht so interessiert. Und das Gefühl ist ein gutes, auch wenn ich jetzt daran denke, wie die Schulzeit für mich war. Also ich weiß ja, wie ich das so gemacht habe, und das war auch für meine weitere Berufslaufbahn immer wieder wesentlich, weil ich immer wieder, auch wenn ich in künstlerischen Bereichen bin, ganz einfach, das hat immer was mit Geld zu tun. Also Kunst ohne Geld geht nicht und man muss rechnen, wie geht sich das aus, wie kann man das Budget einhalten und so weiter. Und dieses Basiszahlenverständnis und also die grundlegenden wirtschaftlichen Vorgänge verstanden zu haben, die Basis habe ich von der Hand bekommen. Jetzt ist meine Frage, Sie haben ja, also als Dramaturg, so eine Dramaturg des Sinnedramaturgs, aber genauso die Seite, die auf viele Künstler nicht so interessiert, oder die eigentlich gar nicht drauf haben einfach, ja. Bei Ihnen ist es einfach, Sie sind so ein totaler Allrounder, Sie sind für alles, haben für alles ein Gespür. Ich hoffe. Ich bin dazu gekommen eigentlich, also die Bühne im Hof ist eine kleinere Einheit, da musste man einfach alles machen. Wenn sich darum kümmern, dass plakatiert ist, dass die Werbung stimmt, dass das in den Zeitungen steht, dass Karten verkauft wird, dass die Tickets angelegt sind und so weiter, das sind Basisdinge. Da habe ich natürlich viel gelernt. Ich habe auch in meiner Jugend in einer Kleintheatergruppe gearbeitet, auch da habe ich viel gelernt. Da macht man alles von null bis zur fertigen Produktion. Das ergibt sich dann letztendlich so, dass man dann da reinkommt, und jetzt natürlich ist es schon so, dass ich bestimmte Geschäfte nicht mehr operativ ausführe, wobei es
ganz einfach Synergien gibt. Wenn ich Presse und dann natürlich immer nicht weiß, was ich verkaufe, ich weiß, was ich mit